Herzlich willkommen. Juhu. Live aus Hürth. Live finde ich immer wichtig, dass wir live dazu sagen. Immer live. Weil wir immer live sind. Wir sind immer live. Wir sind in dem Hürth-Park in Köln, Köln-Hürth. Heute ist Sonntag. Leider ist es heute jetzt auch noch nicht so der Knaller. Aber ich gehe jetzt einfach noch mal ein bisschen mit euch rum. Der Svenny macht sich parat. Männers, wie heißt ihr eigentlich? Futuburi. Erklärt mal hier unseren Fans, was ihr macht. Okay, sie machen Sushi. Nein. Ist das alles? Sushi ist jetzt echt. Was macht ihr dann? Wir nehmen Sushi auf den nächsten Level. Oh, Ja. Sushi 2.0. Sushi 2.0, genau. 8 cm im Durchmesser, 20 cm Länge. Er redet gerade, er redet aber gerade von der Sushi-Rolle, ne? Also, ja. Nein, macht er nicht. Man kriegt hier, sucht man sich das Tier quasi aus, ne? Hier kommt Gemüse und Soße drauf. Und hier ein typischer Japaner. Hier. Ja, der spricht auch so. Ja, der spricht auch so. Ja. Pfälzisch oder Balkanisch, das klingt ja alles gleich. 16 Jahre, nee, wie viele Jahre Ausbildung? 14 Jahre Ausbildung. Normal geht es in 3 Wochen. Aber hier der Pfälzer, der braucht halt ein bisschen länger. Ist ja eher der gemütliche Typ. Der nimmt es halt zu ernst. Der nimmt es zu ernst. Ja, dann kommt hier Avocado und so. Und dann ist das echt ein hammergeiles Teil. Ich habe das vorhin gegessen mit einer leichten Wasabi-Soße. Ist richtig geil, richtig cool. Ja, und die Jungs haben den Street Food Award in Karlsruhe gewonnen. Also berechtigt. Und jetzt gehen wir mal noch zu unserem afrikanischen Freund. Der wird uns erklären, was er da Leckeres macht. Ja, hier Yatta Food. Ah, da ist er. Was soll ich sagen? Erzähl mal, was du machst. Ich bin der Yatta Food. Ich vertrete hier Yatta Food, Taste of Afro-Caribbean. Ja? Und ich bin froh, Sebastian hier zu sehen. Das ist richtig geil. I love Maldash. Mega, mega authentisch, ein mega geiler Typ. Ja. Und ja, und dann gibt es hier Hähnchen. Das ist. Ja, wo, hier, das ist Hähnchen, ne? Mit Chicken, genau. Was ist Domoda? Erdnusssoße. Erdnusssoße. Erdnusssoße mit Gemüse. Ah, guck hin. Erdnusssoße mit Gemüse. Und das ist dann scharf, oder? Nein, Ne? das ist nicht scharf. Das ist nicht scharf. Das ist mild. Das ist Es gibt mild. dazu Hähnchen und Reis natürlich. Und coole Musik und einen coolen Coole Typ. Musik. Das ist Street Food. Das Nudelwerk, das habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, was der eigentlich macht. Du machst eigentlich auch Maultaschen, oder wie? Seid das richtig? Italienische Taschen. Ja, aha. Auf eine Portion. Dann frisch Tomaten drüber. Und Parmesan. Oh. Ohne Zusatzstoffe. Ja, lass mich auch mal eins probieren. Käse? Ich bin gespannt, ihr habt das tatsächlich noch nie probiert. Käse ist am besten. Käse ist am besten. Ah ja, mhm. Hier ist das ist der Chefveranstalter. Warum hast du so ein Täschchen? Und komm jetzt nicht mit deinem Sohn. Hat mein Sohn mir gerade geschenkt. Ja, natürlich. Ja genau, hier standen wir letztes Jahr und da geht einfach, hier zieht es einfach unglaublich. Vielleicht sollten wir hier einfach mal zuschauen, das ist doch eigentlich ja genau, für Videos ist doch immer ein bisschen Drama und so ist doch immer gut. Ne? Ich warte jetzt drauf, bis es wegfliegt. Was? Also, nein, das lassen wir nicht. Das lassen wir nicht zu. Ich warte und 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 warte. Oh. Oh, ich hab's nicht auf Video, Mensch. Jetzt hat er mich halt einfach vergessen, ne? Jetzt hat er mich halt einfach vergessen. Dann laufen wir mal kurz weiter.
Soll ja auch verkaufen, ne? Santiago, Fackelmeister. Oh, jetzt hat es wieder einen Schlag getan. Oh, wieder ein Schild. Schwierig. Also tatsächlich so, das ist glaube ich die gute Entscheidung war, dass wir da runtergezogen sind. Wikingerbrot, ja, das ist immer das, was wir sagen. Ne? Leider, Anthony, bei ihm lief es gar nicht, war einfach gar nicht gut. Ja, dann muss man halt irgendwie auch mal wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Er sagte dann auch, Mensch, wegen heute vielleicht 20 Portionen oder irgendwie 50 Euro Umsatz oder sowas. Da bricht er dann lieber ab und geht heim zu seinem Sohn. Ja, auch sowas ist natürlich manchmal, ja, hat man halt manchmal. Ne? Obwohl jetzt eigentlich auch das Wetter ganz gut ist und so, aber einfach zu wenig. Leider. Herzlich willkommen. Oben links müsst ihr zuschlagen, der ist der Hammer. Ja? Der ist am besten. Laugenbrötchen, Mamas Bratensoße, angebratener Speck, angebratene Zwiebel und die Maultasche. Hammergeiler schwäbischer Burger. Wird euer Leben verändern, verspreche ich euch. Ja, über was? Genau, über Ja, wo warst du gerade? An welchem Punkt? Was hast du gerade gedacht? mental, Ja. wie ich hier weiterhin optimiere. Es ist leider so, dass das nicht so richtig gut läuft hier. Und somit geht es immer ein Stück weit um Optimierung und das mache ich gerade. Ein bisschen so ein Putzen. Wir können immer noch Vollgas rausschieben, aber es wird ein bisschen optimiert. So, meine lieben Streetfood-Freunde, die Maultaschen mit gegangen in der Träume. Ja? Tut mir leid, dass ihr so schlecht organisiert seid und so lang braucht, bis ihr Abbau macht. Aber, Guck mal, so sieht es aus, wenn was geschafft wird. Bei den Maultäschle war es schau mal, die Klappe, ja. Das ist extra anständig, damit er doppelige Sit machen, dass wieder nach Maultaschen riecht. Aber ich, in meiner Fettleibigkeit, das ist dann eigentlich auch richtig nice sitze. Herzlich willkommen zusammen. Team Köln-Hürth ist auf dem Rückweg. Leider noch mit einigen Maultaschen im Gepäck. Ja, hat leider nicht so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben. Waren einfach zu wenig Leute da. Und Donnerstag, Freitag war ja klar, da war es ein bisschen, dass es schwierig wird. Aber Samstag, Sonntag war letztes Jahr ziemlich geil. Und das war jetzt halt nicht so richtig gut. War auch irgendwie vom Publikum her so, ne? Wenn man da so herzlich willkommen gesagt hat oder sie angesprochen hat, dann haben die sich auch direkt mal aufgefordert gefühlt, direkt wegzulaufen. Also von dem her können wir jetzt von unserer Seite aus sagen, war es jetzt nicht so ein erfolgreiches Wochenende. Aber so ist es. Ne? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Findest du gut? Nee. Ich fand den gut. Ja, okay. Ich fand den gut. Ja, ansonsten hier, jetzt habt ihr mal so einen Einblick bekommen in so eine Tour von Berglen nach Köln-Hürth. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, das wäre auch cool. Und ihr könnt gerne das Video auch teilen, wenn es denn lustig war. Wenn es euch gefallen hat, würde uns freuen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Bleibt anständig, kommt nicht Holmpizza und ade, bleibt schön. Tschö mit Ö.
Herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin. Oh, jetzt habe ich habe euch eine Geschichte. Wenn ich so runtergehe, dann sieht man hier meine Glatze. Gell? Svenny, das bitte rausschneiden. Ja. Wir sind ja hier in Köln-Hürth. Und letztes Jahr haben wir hier ein Pärchen kennengelernt, die haben bei uns gegessen, ganz nett unterhalten. Und die hatten eine Freundin oder haben eine Freundin in Baden-Württemberg. Und da haben wir vor ein paar Wochen Catering gemacht. Und das war natürlich überragend, ja, weil die uns dann schon kannten und die fanden das mega geil. Haben das komplett gefeiert, dass wir da sind. Und dann haben wir gesagt, wann sehen wir uns wieder? Eben hier, wir sind wieder in Hürth. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir haben Essen dabei, bringt ihr Trinken mit? Ja. Ich dachte, die bringen vielleicht 1, 2 Bierchen mit. Jetzt macht's heute plötzlich diesen hier. Kann man das nochmal mit aufnehmen, weiter nach unten kippen? So. Und sie haben Kölschgläser mitgebracht. 4 Stück, ne? Das wir auf jeden Fall auch trinken. Überragende Aktion. Dieses Fass das ist also so ein Andenken-Thema, das finde ich so eine geile Aktion, das war so lustig. Das werde ich nicht wegwerfen. Das kommt bei mir, da wo normal unsere Preise stehen, da kommt das mit drauf. Weil es so eine geile Aktion ist. Ende.